Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidsSwitch. Die lieben Leute von foodwerk.ch haben mich zu einer Competition eingeladen mit dem Thema Tatar. Und da ich ja bekanntlich Fleisch liebe, habe ich natürlich dieser Einladung gefolgt und habe angefangen zu kreieren und überlegen. Und bei dieser Competition geht es darum, dass ganz viele verschiedene Blogger Tatar-Rezepte entwickeln, dass man so eine Tatar-Rezeptsammlung bekommt. Und ich finde das mega cool, weil ich liebe Tatar. Und ich habe mir überlegt, wir könnten eigentlich so ein frühlingshaftes Kalbstatar machen mit Kalbsfilet und Bärlauch. Bärlauch. Also, für das Rezept brauchen wir Bärlauch, ein Eigelb, ganz fein gehackte Gewürzgurken, ganz fein gehackte Schalotten, ein Tüpfchen Senf. Dann habe ich hier so eine Gewürzmischung mit Chiliflocken, Pfeffer und Salz. Worcestershire-Sauce oder Worcestershire-Sauce, wie wir so gerne sagen. Und dann habe ich hier noch einen vietnamesischen Whisky, der so ein bisschen Würze gibt. Und natürlich der Hauptakteur, das Kalbsfilet. Sehr, sehr wichtig beim Kalbsfilet, es muss wirklich frisch sein, weil man isst es roh. Und eben, wenn man so rohe Sachen, das ist genau wie beim Fisch, die Sache muss wirklich frisch sein und einfach keine Witze machen. Geht zum Metzger. Jetzt habe ich das Fleisch hier klein geschnitten und ganz, ganz wichtig ist, wenn man selber Fleisch durch den Hackfleischwolf durchhackern. Das Fleisch muss wirklich ganz kalt sein, also wirklich etwa eine halbe Stunde bevor es braucht, habe ich so eine gute Gefrierung da, dass es wirklich schön kalt ist. Jetzt steht da noch, gell? Ich habe jetzt das Fleisch durch den Fleischwolf gelassen. Superprofis könnten das natürlich auch schneiden, aber ihr wisst ja, ich bin nicht so der Feinmotoriker und ich habe es wirklich lieber das Tatar durch den Fleischwolf durchgelassen. Das habe ich einfach so ein bisschen gerne. Dann wird es eigentlich recht einfach. Wir müssen alle Zutaten, die wir brauchen, jetzt mit dem Hackfleisch vermischen. Dann haben wir Zwiebeln, Gürkchen, der Bärlauch. Dann hier habe ich das Ei, das reinkommt. Gewürze. Wuppelop. Worcestershire-Sauce. Ein bisschen Whisky. Schmeckt herrlich. Der ist aus Vietnam. Das ist nicht so der Schnaps, überhaupt nicht, aber der schmeckt jetzt fein. Und noch der Senf. So. Der Whisky schmeckt mega. Wenn du das gegessen hast, bist du auch besoffen. Und jetzt ist das Tatar eigentlich schon essbereit, aber wir tun es natürlich noch schön anrichten. Jetzt habe ich das Tatar angerichtet und das soll ja ein Kunstwerk sein, weil es so ein edles und feines Fleisch ist. Und ich habe das so gemacht, dass ich Spargel genommen habe, ganz fein geschiebelt habe und einfach ganz kurz im Salzwasser blanchiert. Dann einfach auftürmelt, da oben drauf da, und das hier rechts und links nebendran, liebe Leute, das ist ein Bärlauchmus. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Wir machen jetzt ein Bärlauchmus und für das brauchen wir natürlich Bärlauch, ein bisschen Olivenöl, Niedeln. Dann habe ich hier Gelatine eingeweicht, Frischkäse, Pfeffer und Salz. Und als erstes pürieren wir hier den Bärlauch. Und dann brauche ich ein bisschen Olivenöl. Jetzt habe ich das püriert. Das kommt jetzt in einen Topf. Ah, die Farbe, der Geruch. Frühling. Frischkäse drin. Ui, wow. Jetzt schön vermischen. Jetzt mit Pfeffer und Salz. Jetzt tue ich die Gelatine, die ich hier eingeweicht habe, in wenig Wasser einfach auflösen bei mittlerer Hitze. So. Währenddessen schlagen wir die Niedeln.
Der Rahm ist geschlagen, die Gelatine geschmolzen und jetzt kommt die Gelatine hier in das Gemisch. Zum Schluss den Rahm drunter ziehen. Das muss in ein Gefäß abfüllen. Am besten über die Nacht im Kühlschrank kühl stellen und wer es schneller braucht, es braucht sicher 4 Stunden, bis es abgehalten ist. Und jetzt geht es weiter mit dem Tatar. Welcome back und jetzt geht es ans Probieren. Ich habe hier so ein Spaghetti und das habe ich so im Ofen so ein bisschen knusprig gemacht, anstatt Toast. Und jetzt haben wir doch auf dem Bärlauch, zerstören das Kunstwerk. Und natürlich von unserem Tatar. Wer gerne Whisky hat, der darf den Whisky wirklich nicht vergessen. Es zieht so richtig schön durch. Es ist schön bärlauchig. Und wer gerne ein bisschen scharf hat, der darf wirklich Chiliflocken drin. Das ist wirklich mega, mega fein. Und ich finde es eine perfekte Vorspeise für alle Fleischliebhaber. Macht es nachher und merci viel, viel mal. Bis gleich!